So, meine Damen und Herren, wie kauft's aus? Ich glaube, das letzte Video ist schon gepflegtes Jahr her. Ist es möglich? Ich habe keine Ahnung, ich habe vorher nicht geschaut. Ich habe jetzt ungefähr schon 15 Mal mit dem scheiß Video da angefangen. Weil ich entweder von der Katze unterbrochen habe, vom Teamspeak unterbrochen habe, von irgendeinem Scheiß unterbrochen, der mittendrin nicht mehr geht, oder was der Geier. Erst einmal habe ich dere. Und sorry, dass ich mich so lange nicht mehr geredet habe. Zum Streaming komme ich momentan nicht. Weihnachtsstress, jetzt ist er Gott sei Dank endlich einmal vorbei. Weiter geht's. Also, mal das erste. In der Zeitspanne seit dem letzten Video, was NX betrifft, mit dem es weitergeht, auch wenn es nicht so ausschaut, aber es geht weiter. Da ist sehr viel Zeit vergangen und sehr viele Änderungen gekommen. Ich glaube, da mache ich mal ein separates Video. Vielleicht schafft man es ja in dieser Season, dass wir mir die ganze Scheiße da mal auf 10 Minuten pro Video begrenzen. Ich versuch's, ich tue mein Bestes. Schauen wir, wie es weitergeht. Ein bisschen weiterentwickelt haben wir uns ja auch in der Streaming-Zeit letztes Jahr. Wir haben mittlerweile eine Kamera. So, folgendes. Zu den Quests. Da schon viel getan ist, gibt es nächstes Mal ein Video, wenn die Texte fertig sind dazu. Das System an sich funktioniert und die Quests für eine Storyline, nennen wir es mal so, die ich mir übrigens auch ausgedacht habe, ist fertig. Kommt beim nächsten Mal. Jetzt geht es aber um Corps, die lang versprochenen Corps. Das, wenn nehmen wir es normalerweise, das Ding, das normalerweise Gilden heißt, oder Allianzen, oder irgend sowas, nennen wir Corps, Corporations, quasi Firmen. Oder einfach ein Zusammenschluss von Dingen. So. Ohne Fall bla bla, ich habe da schon was gemacht. Ärgerlicherweise hat sich auf die Live-Version bei euch, bei den Leuten, die noch aktiv sind und die das noch mitgekriegt haben und die das noch anschauen, ein Mock-up geschlichen. Der, wie soll ich ihn sagen, eigentlich fertig war, aber scheiße war, ganz einfach. Da war schon alles drin. Da war das war ein Todesstern, das hat sich mittlerweile geändert, habe ich nicht verworfen, aber anders geplant. Die ganzen Mitgliederlisten, den ganzen Scheiß, das ist alles Dreck. Fangen wir an, würde ich sagen. Korps erreicht ihr links oben in dem Menü. Die meisten werden es schon gesehen haben, die schon mal gespielt haben. Und zwar mit einem Klick hier hin. Ole ole, schaut anders aus, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Bisschen der Text, man kann eine Corp gründen. Welch Wunder. Funktioniert auch schon, super geil. Bup, bup. Und rechts haben wir ganz fett mit Corp-Einladungen, wo wir momentan ja keine haben, weil keiner auf das Ding Zugriff hat, außer ich. So, was kann man im ersten Schritt einmal machen? Ein Corp gründen. Ein Corp besteht aus einem Namen und aus einem Tag. So wie man das aus meiner klassischen Zockerzeit noch kennt, da haben wir immer einen Clan-Tag gehabt und Clan-Tags waren super cool. Und Clan-Tags sind halt nur super cool, sag ich. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu alt für den Scheiß. Egal. Ja, bla 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 bla. Corps sind ein grundlegendes Mittel oder eine grundlegende Spielmechanik, um überhaupt eine Runde in NX zu beenden, weil es da ein gemeinschaftliches Ziel gibt und wenn das abgeschlossen ist, ist eine Runde beendet. So, ich habe jetzt aber mal das Grundgerüst aufgebaut und da fangen wir an mit Corp gründen. Das machen wir jetzt einfach mal. Klickt man rein, einen Namen, bla bla bla. Sind auch sämtliche Abfragen drin. Schieß mich tot. AA. Drücke da drauf, dann kommt das erste Mal, ich habe es endlich zusammengebracht, eine Bist du sicher Abfrage, die man mit Sicherheit an mehr Stellen im ganzen Spiel noch brauchen werden, die auch kommen werden. Er fragt mich jetzt, bist du sicher, dass du eine Corp gründen möchtest? Bedenke die Rohstoffkosten. Hä? Welche Rohstoffkosten? Ja, jetzt gibt es noch keine Rohstoffkosten. Später soll eine Corp zu gründen einmal ein bisschen was kosten, damit nicht jeder Hansel hergeht und ich mach schnell mal eine Corp, lalalala, tralalala. Und dann lösche ich die wieder und so weiter, sondern man sollte vielleicht ein bisschen nachdenken darüber. Man sollte sich vielleicht auch ein bisschen abschmerzen mit den Leuten, hey, wer macht das und so weiter und so fort. So, Rohstoffkosten gibt es jetzt momentan noch keine, werden aber definitiv kommen. Genauso wie das Beitreten zu einer Corp soll ebenfalls was kosten. Und zwar Primärrohstoffe. Kommt noch. Ist noch nicht drin, ist aber ganz schnell eingebaut. Aber da ich ungefähr 580 Mal ein Corp gegründet habe, war das ein bisschen ärgerlich, wenn ich mir jetzt meine Rohstofflager auffüllen müsste und nervt. So. Okay. Oh, schade. Der Corp-Name muss 3 bis 20 Zeichen lang sein. Ja, gut. Soweit haben wir noch. Dann nennen wir uns da mal Faponauten. Yeah. Und unser Clan-Tag, der soll super cool sein. Fab. Der Clan-Tag soll auf 1 bis 3 Zeichen begrenzt sein, weil das einfach sonst nicht sauber darstellbar ist. Ganz einfach, deswegen ist das Textfeld schon mal begrenzt und wer meint, er muss da umeinander mankeln und mehr reinschreiben, der kriegt dann eine Fehlermeldung, es darf nur 1 bis 3 Dinge enthalten und keine Sonderzeichen und so weiter. In der Streamzeit haben wir ja sehr viel über Sicherheit gelernt. So, Corp gründen, bist du sicher? Ja, das bin ich wohl. Blub. Dann gibt es unsere lustige Syndra, die uns sagt, du hast die Corporation FAB gegründet. FAB, FAB.
Sie gratuliert auch und nennt die beim Namen und oben finden die natürlich weiterhin Zugriff auf meine Korb. Und jetzt bei euch Mitglieder. Gehen wir doch einfach mal in die Korb und schauen mal, wie das ausschaut. So, viel ist es noch nicht. Aber es wird auch aufteilt wie diese, wie soll ich sagen, wie die Pop-Ups im Endeffekt. Und das erste, wenn man in die Korb reingeht, wird einmal ein Dashboard. Also eine Art Übersicht, wo die wichtigsten Sachen einfach sind. Da sehe ich zum Beispiel, wer ist online? Ein Mitglied, ich selbst. Ob ich mich selbst da vielleicht nur ausblinkt und nur die anderen Mitglieder anzeige, ich weiß es noch nicht, wir haben noch keine Mitglieder, egal. Das ganze Ding ist aufgeteilt in Reiter, Mitglieder und Optionen. Schön, gehen wir doch mal auf Mitglieder. Was passiert da drin? Nichts Besonderes, aber es hat Funktionen, das Ding. Einmal eine Mitgliederliste. Es zeigt mir da oben natürlich auch, wie viele Mitglieder das wir haben. Und dann eine Art Rangliste. Intern in der Corporation. Und zwar bin da natürlich nur ich drin, ich wird blau markiert und es zählt mir die Kolonien zusammen, es zählt mir die Punkte zusammen und unten sehe ich dann, wie viele Mitglieder nochmal das insgesamt sind, wie viele Kolonien das wir insgesamt haben in der Korb und wie viele Punkte. Und auf der rechten Seite ist mehr so der operative Platz. Da kann ich einfach Leute einladen. Und das werden wir jetzt auch mit da. Und zwar, Mr. Leberkass, du wirst dran glauben müssen, das hilft nicht. Ich habe da auf alle Fälle wieder eine Namenssuche drin, die wir optisch ein bisschen angepasst haben, dass man da ein bisschen leichter draufklicken kann und nicht dieses kleine Futzel-Button. Eventuell kann man dann auch mit dem Handy ein bisschen besser das Ding bedienen, weil der Knopf einfach größer ist. Ich klicke drauf, erfüllt es mal aus, Einladung senden, yeah. Alles klar. Das ist übrigens der Katzbrocken. So, Katzbrocken, du kannst jetzt nicht. Ja, Leberkais wurde eingeladen, dann wandert seine Einladung da oben. Und auf seiner Seite hat er natürlich, wie soll ich sagen, eine Zeile dort und sagt das, von wem er eingeladen worden ist. Von den Faponauten. Das kann ich auch wieder zurückziehen, beziehungsweise ich kann versuchen, den einmal noch mehr einzuladen. Oh. So. 99 Leberkais wurde bereits eingeladen. Ja, okay, super, geil, passt. Was passiert eigentlich, wenn man den Spieler nicht findet? Dieser Spieler existiert nicht. Schön. Wenn laden wir noch ein Tuli, um gleich was zum Demonstrieren. Zack. Wir haben zwei ausstehende Einladungen. Was leider noch nicht funktioniert und was ich aber gern haben möchte, ist, dass diese Leute eine Nachricht kriegen, wo gleich ein Annehmen-Button drin ist und damit das die einfach sehen. So quasi. Gut. Schritt 1. Ole, ole. Was ich natürlich auch da kann, ist, ich kann die Einladung zurückziehen. Das geht auch schon. 99 Leberkass. Raus damit. Bist du sicher, dass du die Einladung löschen möchtest? Jawohl. Und raus ist. Er passt da automatisch die ganzen Anzahlen und so weiter und so fort. Und habe versucht, das so live zu halten, wie es geht. Es gibt noch nicht, wie in der Kolonie, diese sekündliche Aktualisierung, dass man Anfragen sagt und so weiter, ohne dass man neu laden muss. Das kommt alles im Laufe der Zeit. Es funktioniert aber so eigentlich schon ganz intuitiv und gut, muss ich sagen. So, jetzt laden wir meinen Leberkäse wieder ein. Und das war es eigentlich schon mit den Mitgliedern. Jetzt ist natürlich interessant zu sehen, what the fuck passiert, wenn da einer was annimmt. Da ich mich nicht mit einem Account einlogge und euer Passwort gar nicht kenne und so weiter und so fort, werde ich das einmal schnell von Hand machen. Und zwar auf meinem super tollen, super ultra brutalen zweiten Monitor. Dann nehmen wir jetzt einfach einmal an, ich weiß nicht wer ist von denen zwei. Wir nehmen einfach mal beide Einladungen an, speichern, yeah, so. Und dann schauen wir mir da wieder einer. Drücken wir mal auf F5, also aktualisieren wir. Das ist jetzt zum Beispiel das, wenn im Hintergrund einer Einladung annimmt, dass sie das automatisch aktualisiert. Ist jetzt nicht so todeswichtig, dass ich das sofort mache. Aber ich gehe da her und siehe da, wir haben zwei Mitglieder. Und zwar den Black Tuli und den Leberkass. Und die haben ordentlich viel mehr Punkte als ich. Aber insgesamt sind wir 3 Mitglieder. Wir haben 63 Kolonien und 52.283 Punkte. Ja. Das war's eigentlich zu den Mitgliedern. Aber es ist halt einfach eine Grundfunktion, die nervig ist zu machen und sie ist aber jetzt fertig. Schön. Was noch nicht funktioniert, ist leider, es ist schon hinterlegt, was für einen Status innerhalb der Korb das ich habe. Bin ich Mitglied, bin ich Leader, bin ich Co-Leader, das kann man später dann verteilen. Was darf der? Darf der Mitglieder einladen? Darf der Mitglieder kicken und so weiter? Kommt alles noch Stück für Stück. Aber momentan geht es nur ums Grundgerüst. Ja, dann haben wir den letzten Reiter. Ich muss mich schicken, wir haben schon wieder fast bei 10 Minuten. Ich versuch's. So. Und dann haben wir dabei die Optionen. So, da gibt es zwei Sachen. Ich kann einmal die Korb umbenennen, wenn ich das möchte. Ich kann meinen Tag ändern, ich kann das ändern, bla bla bla. Korb wurde umbenannt. Ja, heißt jetzt genauso wie vorher. Wir nehmen uns einmal Faponauten Ole. Umbenennen und schon heißt man Faponauten Ole.
gratuliere ganz fest. Ha. So, was aber jetzt die Besonderheiten schon mal sind, um die Spieler miteinander zu verknüpfen im Spiel dann tatsächlich. Was hat das für eine Auswirkung, wenn ich in einer Korb bin mit anderen Leuten? Wie sehe ich das überhaupt? Ich lerne ja die scheiß Mitgliederlisten nicht auswendig. Ich bin ja nicht, was soll das? Da haben wir natürlich Schritt 1 mal gemacht. Und zwar, wie ihr seht da, so rundrum da oben und so, sind die grün markierten Kolonien weiterhin meine. Die nicht markierten Kolonien sind einfach irgendwelche Fremden. Und die orange markierten sind meine verbündeten Korb-Mitglieder. Es funktioniert ebenfalls, beziehungsweise sollte, ich habe es nicht testen können, auch schon mit Extraktoren. Extraktor, der Rohstoffvorkommen abbaut, was quasi ein Ali ist von mir, ein Freund ist von mir, wird orange markiert, damit ich das einfach sehe. So, das ist natürlich noch nicht lang nicht alles sehe, wie die Spiele miteinander verknüpft werden. Das ist mal Schritt 1, Phase 1, Lalelu. Und was auch noch neu ist, eine neue Rangliste mit Tabs und da wird auch gesagt, wenn ich in einer Korb bin und dann wird der super coole Korb-Tag auch gesagt. Aber wenn ich mit dem Master drüber gehe, was für Korb das ist, weil es kann ja vielleicht einmal sein, dass mehrere Korbs denselben Tag haben, kann vorkommen. Und es gibt eine extra Korb-Rangliste, die wird auch schon richtig ausgelesen. Es gibt halt nur ein Korb, deswegen gibt es nicht relativ viel. Aber sobald ich das auflade und euch freischalte, diese ganze Geschichte, es wird ein bisschen Feinarbeit gemacht und so weiter, dann könnt ihr da umeinander probieren und dann bin ich gespannt, wie es funktioniert. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Das war es eigentlich auch fürs Erste. Um einen kleinen Ausblick auf die, wie soll ich sagen, Zukunft zu geben, was das Neues kennen soll. Es kommt eine Funktion ins Lager und zwar einen Rohstofftransport. Ähnlich wie Raketen, ähnlich wie der Extraktor, bewegt sich das Ding auf der Map rum und schickt Rohstoffe von meiner Kolonie A nach Kolonie B. Meiner Kolonie, nicht an irgendeine. Phase 1. Dann, dass ich diesen Rohstoffversand natürlich auch auf andere Planeten machen kann, damit ich mit meiner starken Kolonie meine schwachen Kolonien supporten kann und dann nicht quasi wieder von Null anfangen. Das ist einmal eine Grundlage, ein Netzwerk aufzubauen, damit ich wirklich spürbar immer stärker werde und nicht einfach bloß mehr Punkte kriege. Und aber mit der 2., 3., 4. und 60. Kolonie genauso lange brauche wie mit der ersten. Das ist langweilig. Dazu kann ich Rohstoffe verschicken, Primärrohstoffe verschicken und XP verschicken. Das heißt, die XP, die ich in der ersten Kolonie sammelt, aber in der zweiten braucht und da wer es bauen muss und angreifen muss und so ein Scheiß, kann ich dann verschicken und da drin verwenden. Und das soll man natürlich unter Korb-Mitgliedern ebenfalls machen können. So, damit gehe ich das Risiko ein, dass wir Multi-Accounts kriegen. Das heißt, ein Spieler macht sich 10 Accounts, geht damit in eine Kolonie rein und pusht immer nur eine von seinen Kolonien. Ganz ehrlich, wenn er diese Arbeit machen möchte, dann viel Spaß dabei. Die anderen Leute kriegen das außer und ficken den sowieso. Das ist so. War damals schon so, ist auch heute so. Ja! War auch wieder bloß ein kleiner Ausschnitt. Demnächst geht's weiter. Wir haben es wieder mal nicht in 10 Minuten geschafft. Was für ein Wunder. Aber bei 13,5. Meine Damen und Herren, ich sage merci fürs Zuschauen. Hat sich eine. Ich bin natürlich immer gespannt, wie auch damals. Schreibt drunter was davon. Holz, Ideen. Ich bin jederzeit offen dafür. Ich versuche in der nächsten Zeit wieder zum Streamen. Aber am Freitag kommt Diablo Season 5. Das kann ein bisschen in die Hose gehen. Aber der Stream läuft nebenbei vermutlich sowieso. Und zwar im 24-Stunden-Marathon wahrscheinlich. Okay, das war gelungen. Machen wir 12 Stunden, 15 bis 18 Stunden. Ich bin auch nicht mehr 16. Männers, Mädels, ich wünsche euch was. Hat euch eine und viel Spaß. Habe die Ehre.